Kennen Sie das Lied, das Berndeutsche von Polohofer, wo er so herrlich näselt? Blümlis Alp in einer Sommernacht, nachdem ich einen Bergtour gemacht, da habe sie getroffen vor der Hüttennuss. Es hat Wasser geholt für einen Blumenstrauss. Alpenrasen, kommt mir in Sinn. Alpenrasen, sie das gsi denn. Es ist ein Gassenhauer, der Song von Kuno Lauener, der auch mitten ins Herz geht. Ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst. Es ist es gut so. Es gibt noch manche, die es nehmen, aber dir würde ich es geben. Ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Du kannst es haben. Es kommt dann noch ein paar Mal, aber es fährt ein. Und es ist natürlich Berndeutsch, was denn sonst? Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen, was ist geschehen. Flüge tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Nicht vergessen, was ist gesehen. Es ist ein Gassenhauer geworden und es ist Berndeutsch, was denn sonst? Und dann, der heute meistverkaufteste Schweizer Hit ever ist Berndeutsch, der vom Lo und dem Leduc. Sie wissen schon. 079 hat sie gesagt, jetzt weisst du immer noch nichts, hat sie gesagt, nicht mal Tschüss, hat sie gesagt, oh. Weil auch das ist Berndeutsch. Ich habe Tränen in meinen Augen und drin spiegelt sich dein Gesicht. Ist ein Traum, der sagt für immer, wo kann gehen und nie würden. Berndeutsch bringt's. Das ist eins, was sicher ist. Das ist etwa ein gemögiger Dialekt. Ich schnurre nicht Zürichdeutsch und ich sage es auch nicht auf Schaffhauser Dialekt. Und ich rede von Haus aus schon gar kein kehliger Bündner Dialekt, leider. Nein, ich rede nur Zugerdeutsch. Ganz ehrlich, wenn ich wählen könnte, dann würde ich am liebsten Bernern, weil es ist der allerschönste Schweizer Dialekt. Zugerdeutsch, gibt es das überhaupt? Fragen mich etwa die Leute. Mal, das Zug redet man schon auch Dialekt. Darum sage ich als Antwort laut und deutlich, ja klar, Zugerdeutsch, das gibt's. Gleichzeitig denke ich verschmeukt, aber es tönt irgendwie nach nichts. Und niemand erkennt das Zugerdeutsch beim Hören. Oh, kommst du meine von Zürich unten rauf, gell? Vermutet jemand mal einen Bündner mit einem gemeinen Lächeln. Oder jemand fragt ein bisschen mitleidig, bist du Aargauerin? Ich schüttle immer nur den Kopf und vermute, mit meinem scheinbar farblosen Dialekt wäre ich ein gefundenes Fressen für alle Dialektrassisten. Ich meine, wenn es so etwas wie Dialektrassismus überhaupt gäbe. Gut, das mit den Bündnern, das würde ich verstehen. Stell das Radio an und du hörst einen an Bündner. So cool. Von der lässt du alles sagen. Schon früh am Morgen. Sogar wenn sie würde sagen, ich begrüße Sie zu unserer Morgensendung. Ich finde es zwar schon ein bisschen daneben, dass Sie erst jetzt zuschalten und aus den Federn gekommen sind, Sie elende Bentüten. Statt Augenreibt ist vielleicht noch die Ohren, aber hey, es tönt total gut und Sie könnten sie umarmen oder fressen, auch wenn sie sie gerade zusammengeschissen hätten. Sportmeldungen die sind mir ja egal, aber sie, wenn ich der Rainer Maria Salzgeber höre über Sport reden, dann bleibe ich dran. Was er sagt, ist mir wurscht. Aber wie er sagt, das haut mich um. Ich kann ja selber kein Walliser Deutsch, aber für mich tönt es so, als würde die Walliser hinter jedem Wort ein I, ein U und ein Umdahängen, viele Wörter noch mit einem Eni-Schwänzchen verlängern und verschnörkeln. Buchstaben aufs Beste verschwenden und das tönt dann einfach hören gut. Guten Abend. Bei uns im Wallis hören heute am Abend nicht nur die Menschen Radio, nein, auch die Katze und die Hundchen in ihrem Korbi und alle ischere Schweizer Meerschweinchen. Alle Menschen und Tiere in Schmelz und dabei ein Brie neu so wie ein Eische geschmolzene wallischer Käse, ein Brie geschmolzen ist und sie sinken überall glücklich und zufrieden ins Korbi. Okay, das war wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz korrekt gewesen. Schon klar, aber Walliser Deutsch ist einfach too sexy. Und nicht Waldnerinnen und Topwaldner. Am liebsten so nach einem Mittagsschläfchen bei den Gratulationen.
Frau Emmy Barnettler von Emmenbirgen feiert heute ihren 99. Geburtstag. Sie steht trotz ihrem heichen Alter noch jeden Tag auf, tut noch selber Stuhl saugen und jassert mit ihren 55 Spendchen. Ihre Kinder, Grosskinder und ihre Grosskinder wünschen ihr Glück. Auch das war wahrscheinlich nicht korrekt. Sorry, vielleicht heisst es nämlich nicht Stuibsaugen, sondern Steibsaugen oder Steibseigen oder Stuibseigen oder auch Wake-up-Cleanen. Also ich könnte es jetzt blöd finden oder nicht, aber auch bei der Partnerwahl, das hat Fan eine Studie gezeigt, spielt der Dialekt eine ganz wesentliche Rolle. Wer bündnert, hat optimale Chancen auf dem Markt. Und gleich, wie fänden Sie die Lieder in einem anderen Dialekt? Albe Rose, kommen wir in Sinn, ja, 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 jo, ja, ja, hey, jo. Oder, ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht, du kannst es haben, wenn du willst, es ist es gut und es gibt noch Menge, die es doch nicht, aber dir, wo es geht. Danke vielmals.